November 2019. Für Claudia Richards beginnt ein ungewöhnliches Projekt. Wir fahren jetzt nach Bremen. Das ist ein kleiner Weiler in Unterwössen. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass dort eine alte Gasolintankstelle noch steht. Die Tankstelle war kurz davor, dass sie abgerissen werden sollte. Die Gemeinde hatte schon den Bagger bestellt. Wir haben einen Hinweis bekommen, haben uns das Denkmal angeschaut und gesagt, wir möchten das gerne übernehmen ins Museum, ins Freilichtmuseum. Das Freilichtmuseum Glendleiten des Bezirks Oberbayern. Erstmal denkt man hier an Bauernhäuser. Zu Recht. Doch zum ländlichen Oberbayern gehörte schon früh auch der Tourismus. Und das soll auch im Museum abgebildet werden. Claudia Richards, Freilichtmuseum Glendleiten, grüß Sie. Noch gehört die Tankstelle Josef und Irmgard Meyer. Und Sie sind dann in dem Häuschen gesessen von 9 bis 18 Uhr? 7 Tage die Woche? Oder wie lang war die Tankstelle geöffnet? Also von 7 Uhr. Von 7 Uhr? Ja. Aha. Sonntags von 9 Uhr. Aha. Und da war, wo Sie das kleine Kastel da neben der Tür sehen, da ist eine Glocke. Und drüben haben wir ja gewohnt. Und wenn niemand herüben war, dann haben die Kundschaft leiten können. Aha. Und dann ist man schnell rübergelaufen und hat den Benzin verkauft. Aha. Die Tankstelle liegt direkt an der Deutschen Alpenstraße, der ältesten Ferienstraße Deutschlands. Aufbruch in die Moderne und beginnender Tourismus der Nachkriegszeit, dafür steht das Gebäude aus den 50er Jahren. Schon als Buben halfen die Brüder Josef und Matthias mit. Der Große hinten, Matthias Meyer, wohnt heute noch im Elternhaus. Grüß Gott. Grüß Gott. Jetzt schauen Sie her, ich hätte da noch ein kleines Modell, Ach, wie schön. wie die Tankstelle ausgeschaut hat. Gell? Aha. Und wann haben Sie das gemacht, dieses Modell? Jetzt vor 14 Tagen. Ach, Und wer ich noch ab und zu ausgeholfen hat, da hat man natürlich noch bei den Autos die Scheiben abgewischt. Gell? Geschaut, dass alles in Ordnung ist. Gefragt, wie der Ölstand ausschaut und so. Gell? Also war der Service war da noch gefragt. Die sind hergefahren, hat ein Fenster aufgekurbelt. Hat mir halt freundlich Grüß Gott gesagt und tanken und was man sonst noch machen kann. Ne? Und die haben dann gefragt, wo kann ich hinfahren und. Dann ist die Zeit gekommen, wo diese Tankstellen gekommen haben mit Selbsttanken. Da war der Sprit natürlich billiger und wir sind nicht umgestellt worden, also ist bei uns der Umsatz zusammengebrochen. Und die Firmen wollten ja auch welche Tankstellen weghaben. Und dann ist es halt so ausgegangen mit dem Vertrag und fertig. Auf das Rot für Gasolin folgte Blau für Aral. Seit 1982 ist die Tankstelle nicht mehr in Betrieb. Kurz vor dem Abriss gab der Bezirk Oberbayern grünes Licht für den Umzug ins Freilichtmuseum. Hier standen einst die Zapfsäulen. Aber wo sind die Originalteile von damals? Jetzt schauen wir mal, ob der was hat für dich. ja, den Herr. Harry. Gut. Die Spur führt in die Werkstatt eines Bekannten, des Musikers Harry Leuhuber. Grüß dich, Claudia. Grüß dich. Aber das ist original von uns, Das Ölkabinett, ist das von euch? oder? Das ist original. Ach, das ist ja toll. Ja, genau. Zack. Ein Volltreffer. Josef Meyer kann sich an den Ölschrank gut erinnern. Da waren Öldosen drin, Ja? natürlich mit Scheibe. Ja? Daneben die Zapfsäule ist nur beklebt, nichts fürs Museum. Aber Musiker Harry braucht sie. Er hat einen Plan, um die alte Tankstelle so richtig würdig zu verabschieden. Dann ist es rausgekommen, dass die Tankstelle abgebaut wird und ins Museum kommt. Und weil wir einfach Enthusiasten und Spinner haben, haben wir gesagt, wir bauen jetzt die Tankstelle einfach nochmal schnell so auf, bevor es abgebaut wird. So wie es gewesen ist. Auch seine Band hat er spontan zusammengetrommelt. Aber umdrehen müssen wir es. Wenn schon, denn schon. Alles soll genau so sein, wie es früher war. Viele Jahre führte Josef Meyer die vom Vater übernommene Tankstelle. Also da waren 2 verschiedene Öle drin, war da angeschrieben. Jeweils ein Peilstab.
dann war da sogar so in früheren Zeiten schon so Auffangbehälter. Das ist natürlich klar. Für das Tropföl hat man normal nicht mehr reinschütten dürfen. Alle so mit Handpumpen. Braucht hat man das für die Zweitakter-Fahrzeuge, weil die ja alle schon gemischt tankt haben. Nicht wie heute mit separaten Tank. Da hat man das Öl in so eine Pumpkanne da. Dann je nachdem 10 Liter oder 20 Liter Benzin drauf und dann hat man noch richtig mischen müssen. Und dann hat man es ins Auto reingekippt. Ein Simca Vedette, Baujahr 59, passt perfekt in die Kulisse. Mit seinen 6 Sitzplätzen war er ein beliebter Urlaubswagen. Jetzt möchte ich wieder Tankwart sein. Ich finde es toll, wie sich alle hier mit diesem Gebäude so identifizieren. Und nochmal die letzte Chance nutzen, hier ein Bild zu machen, bevor die Tankstelle bei uns im Museum dann steht. Mit einem spontanen Konzert der John Steam Band hatte in Bremen niemand gerechnet. Ein bewegender Rock'n'Roll-Abschied von der alten Tankstelle. Mai 2020. Der Tankstellenumzug in Bremen ist in vollem Gange. Das Dach soll abgetragen werden. Irmgard Meyer ist fasziniert. Das kann man sich gar nicht so vorstellen, wie das zerlegt wird, wie das dann weggebracht wird. Kein normaler Abriss, alles genau nach Plan. Bauleiter Martin Wiedenbauer nummeriert jedes Teil. Aus den Nummern wird praktisch die Aufbauanleitung erstellt für das Gebäude. Und da haben wir jetzt zum Beispiel die Nummer grün 1966 und so wird es dann im Plan auch vermerkt. Für den Transport als Ganzes ist das Tankwarthäuschen zu groß. Der Bauleiter lässt es in 2 Teile zersägen. Schauen wir mal, sowas ist ja was Einmaliges, sowas magst du ja normal nicht. Also, so ein Gebäude wird entweder komplett abgebrochen, so wie es schon der Plan war, dass der Bagger da war, oder, aber dass man sowas versetzt, das wird in der Regel auch nicht gemacht, das machen nur wir. Und das natürlich auch nicht jeden Tag, sondern das ist auch wieder einmalig. 9. Juni 2020, der große Tag. Jetzt geht's los. Jetzt wird er abgeholt, die Tankstelle. Und dann auf den Tieflader und weg. Gott sei Dank heute keinen Regen, er hat für die ganze Woche Regen gesagt, aber für heute nicht, extra für uns. Wird sich die abgeschnittene Vorderhälfte des Häuschens so einfach abheben lassen? Für Matthias Meyer ein ergreifender Moment. Und schon schwebt es. Dann kommt die Erinnerung wieder hoch, wie das damals war. An was denken Sie da? Ja, das ist schon eine große Leistung gewesen vom Vater, dass er das Wagnis gehabt hat, da in so einem kleinen Ort so praktisch eine Großtankstelle aufzubauen. Was wohl sein Vater zu dieser aufwendigen Translozierung gesagt hätte? Seine Nachkommen jedenfalls freuen sich, dass die alte Tankstelle vor dem endgültigen Abriss in allerletzter Sekunde gerettet wird. Kein Abschied für immer.
Über 100 Kilometer auf der Deutschen Alpenstraße, über Bad Tölz an Kochel vorbei bis nach Großweil geht die Fahrt. Dort wird die Tankstelle ein zweites Leben bekommen. Die Glentleiten ist das größte Freilichtmuseum Südbayerns. Die Tankstelle soll direkt an der Zufahrtsstraße wieder aufgebaut werden, für jeden Besucher sofort sichtbar. Aber wenn das Tankwärterhäuschen steht, geht die Arbeit erst richtig los. Nummer für Nummer werden die Teile wieder zusammengefügt. Glentleiten-Pressesprecherin Melanie Bauer freut sich schon auf das Richtfest. Ja, auch für uns ist das natürlich immer was ganz Besonderes, wenn ein neues Gebäude ins Museum kommt. Das ist immer was ganz Tolles, weil das auch für uns nicht alle Tage passiert. Den ganzen Sommer und Herbst wird mit Hochdruck gebaut. Aber wegen der Corona-Krise muss das Richtfest ausfallen. Mitte Dezember 2020. Der ehemalige Tankstellenbesitzer Josef Meyer ist mit seiner Tochter aus Brehm angereist. Ich habe immer die Bilder gesehen vom Baufortschritt, was so gemacht wird. Aber sicher bin ich gespannt. Mit eigenen Augen sieht er den Bau heute zum ersten Mal. Herrlich, schau das sei noch. Aber es ist die Originalsäule. Genau, die kann man wieder verwenden. Ja, unten muss er verputzt werden. Ja, die war ja so glatt. Das Gerüst muss noch weit ins nächste Jahr bleiben. Aber das Museum ist im Winter ja ohnehin geschlossen. Ja, super. Super, wie die das machen. Da wird sehr gut hergerichtet. Schöner, wie es zuerst war wahrscheinlich. Ja, da schau her. Ob man im Freilichtmuseum Glentleiten später richtig tanken kann? Tanken wird man hier nicht können. Wir werden hier die Tanksäulen aufstellen. Wir haben hier auch keine Tanks eingebaut. Tanken muss man nach wie vor an den herkömmlichen Tankstellen. Das wäre eine schöne Idee, aber das ist leider nicht machbar. Es ist ein Museumsobjekt. Aber vielleicht wird die Tankstelle später zum Anziehungspunkt für Oldtimer-Treffen. Wer weiß? Vor dem Abriss gerettet ist sie jetzt auf alle Fälle.